Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, diese neue Saison startet rein morgen mit dem Pokalspiel beim SSV Ulm. Wir haben ja jetzt wieder heiße Diskussionen. Matthias de Ligt ist weg und Mazraoui und die Fans sind sauer und so weiter. Und da gehe ich jetzt mal in dem Video ein bisschen drauf ein, bevor dann um 14:30 Uhr heute die PK ist und ich natürlich dann eine Reaction zur PK mache und einen Taktikfuchs rausballer. Aber wir gehen erstmal auf die Transfers ein. Ich würde sagen, wir ziehen mal so ein kleines Zwischenfazit, welche Transfers bisher passiert sind. Ich persönlich gehe davon aus, dass noch ich hoffe es, dass noch das eine oder andere passieren wird. Bisher war es ja ein Umbruch, Leid, wenn man das überhaupt so sagen kann, ne? Aber da gehen wir jetzt rein. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht oder euch interessiert, was hier passiert, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Also, fangen wir mal an mit den Transfers, die bisher getätigt wurden. Also, ich denke, Palhinha, Transfer 1+ mit Sternchen. Man hat gesehen jetzt im Anfang, also er braucht noch ein bisschen, kam ja auch ein bisschen später dazu. Jetzt das letzte Testspiel war er überragend. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielen wird gegen Ulm, weil er im Testspiel durchgespielt hat. Ich gehe davon aus, dass gegen Ulm wahrscheinlich Kimmich, Pavlovic spielen werden in der Zentrale. Aber wer weiß, vielleicht überrascht mich auch eine Kompanie. Ja. Wir werden es sehen. Ansonsten denke ich, wird er, sobald alle das gleiche Fitnesslevel haben, auf jeden Fall der Spieler auf der Position sein. Ich denke, an ihm wird kein Weg dran vorbeigehen auf dieser Position. Olise haben wir natürlich jetzt noch gar nichts von gesehen, kann ich null beurteilen. Ich habe natürlich auch nur gelesen, wie er bei Olympia aufgetrumpft hat. Hörte sich ja auch sehr gut an. Wir werden sehen, ob er das beim FC Bayern noch umsetzen kann. Ob er vielleicht stärker ist wie Chancentod Gnabry. Aber Gnabry hat ja endlich auch mal ein Tor gemacht. Vielleicht platzt der Knoten ja auch wieder ein bisschen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich bin sehr gespannt auf den Olise. Wie gesagt, das, was bei Olympia zu lesen war, hört es sich ja sehr vielversprechend an. Ich freue mich auf ihn. Und zuletzt haben wir ja dann noch Ito, der sich ja leider verletzt hat. Den ich auch damals schon sagte, für einen sehr, sehr guten Transferhalter. Wie gesagt, Olise kann ich noch nichts sagen. Ja, ich freue mich auf ihn, aber das jetzt zu beurteilen, nee. Ito können wir ein bisschen beurteilen, haben wir bei Stuttgart gesehen. Letzte Saison hat er sehr solide gespielt. Und ich denke auch, er wird dem Bayern gut tun. Ja, und das war's ja schon, ne? Mit unserem Hightech-Umbruch. Ja, was mir sehr gut gefällt, ist, dass Kompanie rigoros, ganz klipp und klar die Jungen reingeworfen hat. Das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied zum Tuchel. Das ist sehr gut und ich bin gespannt, ob er das auch weiterhin während der Saison so durchzieht. Ja, ich denke, das eine oder andere, Lissina sehr auffällig, Iracunda sehr auffällig, den wir verpflichtet haben, der aber eigentlich erst für die zweite Mannschaft geplant ist. Aber auch ein Aznu, wo ich letzte Saison schon gesagt habe, den hätte Tuchel halt reinwerfen sollen, wo wir keine Außenverteidiger mehr hatten. Hat er leider nicht die Eier zu gehabt. Der Weg gefällt mir ganz gut. Ich bin gespannt, ob wir noch was verpflichten werden. In der Offensive oder in der Defensive. Weil wir haben ja jetzt roundabout 60 Millionen, keine Ahnung. Welche Zahlen genau, wissen wir nicht. Das sind so die Zahlen, die Zeitungen schreiben. Eingenommen durch die Abgänge von Mazraoui und de Ligt. Und damit kommen wir ja auch schon zur großen Kontroverse. Ja? Wir können das Thema eigentlich kurz und schmerzlos abhandeln und sagen, kein Spieler steht über diesem Verein. Feierabend. Ihr alle wisst, oder alle, die mich hier verfolgen schon länger, wissen, ich fand den de Ligt mega. Für mich wäre de Ligt der neue Anführer in der Viererkette gewesen. Ja, und wäre für mich auch ein Kandidat gewesen, diese Mannschaft in Zukunft zu führen als Kapitän. Warum man sich jetzt dagegen entschieden hat und lieber auf Opa und andere setzt, weiß ich nicht. Er schließt sich mir persönlich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich habe die Diskussion im Discord gelesen, auf unserem Discord. Wie gesagt, wenn ihr gerne über den FC Bayern diskutieren wollt, schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Ich
bin da eher zurückhaltend. Ich schreibe da nicht viel, weil ich nicht so der Schreiber bin. Aber ich lese das natürlich, bekomme das mit und diese Diskussion ist natürlich, diese Argumentation, die da war, ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Da war diese Argumentation, wie wir sie sonst auch gehört haben, De Ligt ist zu langsam, De Ligt hat das schlechteste Aufbauspiel aller Innenverteidiger gehabt. Ist natürlich völliger Schwachsinn in meinen Augen. Ein Innenverteidiger ist dazu da, um zu verteidigen, ja, und nicht das Spiel aufzubauen. Ne? Natürlich ist es schön, wenn ein Innenverteidiger einen guten Diagonalball spielen kann, so wie es ein Boateng damals in Perfektion konnte. Ja, natürlich. Aber auch das hat ein De Ligt gezeigt, dass er das kann. Ja, vielleicht nicht so oft wie der eine oder andere, aber wenn ich das jetzt mit Min-Jae und Upamecano auf die letzte Saison vergleiche, habe ich da jetzt nicht gesehen, dass ein Upamecano oder Min-Jae Kim der große, starke Aufbau-Innenverteidiger war. Ja, das sind alle keine Mats Hummels, der das in Perfektion kann. Von daher sind diese Argumente für mich völlig schadenfeinig. Ja. Wenn wir uns allein überlegen, wie viel Fehlpässe Min-Jae Kim in der Hinrunde gespielt hat, den Gegner direkt in die Beine. Ja. Wenn wir dann an die Aussetzer denken von Min-Jae und Upamecano in wichtigen Spielen, was bringt dir das, wenn ein Innenverteidiger der erste Aufbauspieler ist und super Diagonalball spielen kann in wichtigen Spielen, aber die Nerven versagen und katastrophale Fehler gemacht werden, wodurch man Gegentore bekommt. Ja, da muss man auch nicht kommen mit dem Spruch, in der heutigen Zeit muss ein Innenverteidiger einen Spielaufbau haben, man muss x Pässe spielen können oder sonst was. Aber ein Innenverteidiger ist immer noch ein Innenverteidiger und ist dafür da, zu sorgen, dass wir keine Gegentore bekommen. Ja, und nicht, um das Spiel aufzubauen. Ja, weil sonst brauchen wir keine Mittelfeldspieler mehr oder Aufbauspieler. Dann können wir die ja alle streichen. Also, nee, ist für mich keine Argumentation. Dann diese Gehaltsargumentation. Erstmal wissen wir gar nicht, was ein De Ligt angeblich bekommen hat. Nämlich irgendwas von 16 Millionen gelesen und Opa angeblich nur 10 bis 12. Min-Jae dasselbe. Ja, wäre natürlich dann ein Argument, wenn man sagt, man möchte von dieser Gehaltsstruktur weg. Sorry, dann muss man auch klipp und klar sagen, Gnabry, Coman, Kimmich, Sané, Goretzka, verpisst euch. Müller, Neuer, verpisst euch. So. Dann, I don't know, dann können wir gerne sagen, jo, das ist ein Grund, gehe ich mit. Wir wollen jetzt die Saison die Gehaltsstruktur völlig umkrempeln, völlig wieder kappen auf ein vernünftiges Level. Dann würde ich sagen, jo, let's go. Stehe ich dahinter, gehe ich mit. Aber das jetzt nur an einem De Ligt Transfer festzumachen, der noch nicht mal der unter den Topverdienern ist. Ich habe die Topverdiener gerade gesagt. Ist auch ein Argument, was völlig schwachsinnig ist. Ja? Also, sorry. Gehe ich nicht mit. Deswegen für mich, ich kann es nicht nachvollziehen. Aus sportlicher Sicht gibt es für mich absolut keine Gründe, einen De Ligt wegzugeben und einen Upamecano und einen Min-Jae zu behalten. Wobei ich da Min-Jae ein bisschen in Schutz nehmen muss. Min-Jae, würde ich sagen, können wir mal nach dieser Hinserie beurteilen. Der hatte letzte Saison nicht einmal eine vernünftige Vorbereitung mit dem Team oder generell mal die Zeit, richtig fit zu sein. Von daher, Min-Jae beurteilen wir mal jetzt in der kommenden Winterpause, denke ich. Aber ein Opa, ihr wisst, ich mag einen Opa auch. Opa ist für mich der modernste Innenverteidiger, wie man Innenverteidiger interpretieren kann, wenn er nicht seine Aussetzer hätte. Die hat er jetzt leider jedes Jahr bewiesen, seitdem er bei uns ist. Und irgendwann muss man dann einfach auch sagen, ja, alles gut. Dann reicht's einfach nicht. Ja, sorry. Es bringt dir nichts, wenn du Innenverteidiger hast, der super stabil ist und dann in den wichtigen Spielen Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale in der Champions League die Nerven versagen und wird deswegen ausscheiden. Ja, sorry. Auf Dauer bringt es das leider nicht. Ja, das muss man leider so knallhart sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt oder vielleicht kriegt Kompanie auch in den Griff. Keine Ahnung. Am Ende, für mich persönlich aus sportlicher Sicht, gibt es kein Argument zu sagen, ich gebe einen De Ligt ab. Auch allein schon nicht aus Führungsspielersicht und schon gar nicht aus Führen der Vierer-Abwehrkette. Ja, ich habe dann auch das Argument gelesen, ja, Palhinha führt dann die Viererkette. Nee, das ist Schwachsinn. Ja, ein defensiver Mittelfeldspieler kann nicht die Viererkette führen. Das funktioniert nicht. Defensive Mittelfeldspieler kann jetzt nicht sagen, rausrücken, nicht rausrücken, sonst was. Das muss schon jemand außer Viererkette machen. Ja. Da könnte man jetzt noch argumentieren, das kann ein Torwart machen, aber der Torwart ist auch nicht immer auf Höhe der Viererkette.
dass ein Palinja natürlich da unterstützen kann und so weiter. Gehe ich 100% mit. Das wird auch ein bisschen anders sein jetzt in der kommenden Saison, weil wir endlich wieder einen Sechser haben, der in den Sechserräumen ist und so weiter, der defensiv denkt, gar keine Frage. Aber natürlich kann der defensive Sechser nicht die Viererkette führen. Ja, das muss jemand aus der Viererkette machen. Und da haben natürlich Upa, genauso wie Minjay, starke Defizite bisher gezeigt. Ja, vielleicht wächst jetzt einer in diese Rolle rein, ich weiß es nicht. Ansonsten wird man nicht um Eric Dyer rumkommen. Weil Eric Dyer genau das tut. Ja. I don't know. Am Ende werden wir es sehen. Am Ende spielt unsere Meinung der Fans auch keine Rolle. Ja, ich verstehe auch nicht diese, ähnlich wie schon beim Tuchel, diese Petitionsgeschichte, verstehe ich jetzt auch beim De Ligt nicht. Man kann De Ligt nette Worte auf Social Media schreiben, alles gut, hat er sich ja darüber gefreut auch. Aber da eine Petition zu starten und zu sagen, Alter, was denkt ihr, wer ihr seid? Sorry, habe ich kein Verständnis für. Ja, für mich nochmal, ich mag den De Ligt auch, wäre für mich der Spieler für die Zukunft in dieser Viererkette gewesen. Ja, entweder, ich weiß es nicht, wenn es am Trainer liegt, denn der Trainer entschieden hat, jo, ich will den De Ligt nicht, weil Spielweise, Art, menschlich, passt nicht, will ich nicht. Ja, dann hat man das zu akzeptieren. Feierabend. Ja. Kein Spieler steht über diesem Verein. Und wenn ich ihn noch so mag oder wir ihn noch so mögen, genau wie ich andere Spieler nicht mag, die immer noch da sind. Ja, dann müssen wir auch akzeptieren und mitleben. Ich persönlich finde es schade, ja. Vielleicht war er aber auch der einzige Innenverteidiger, an dem überhaupt Interesse besteht. Ja. Also ich habe nicht gehört, dass irgendjemand nach einem Upa sich erkundigt hat oder irgendjemand sich nach Minjay erkundigt hat. Nee, das einzige Interesse war an De Ligt da. Und das auch nur, weil Ten Hag gerade alle holländischen Spieler zusammenzieht bei Manchester United und da die holländische Nationalmannschaft 2.0 aufbauen will, so hat man das Gefühl, was völlig fein ist. Das ist aber unser Glück, sonst wäre auch da kein Angebot gekommen für diesen Spieler. Ja? Wie auch. Diese Spieler haben letzte Saison, mal abgesehen von De Ligt, jetzt mal ernsthaft, welcher Top-Club denkt denn, oh, bah, der Upa, letzte Saison, Mann, war der gut. Da frage ich doch mal an. Oder der Minjay, der rasiert beim FC Bayern. Da frage ich mal an. Nee, haben sie ja nicht. Ja, haben beide katastrophale Böcke in wichtigen Spielen geschossen. Das hast du beim De Ligt nicht gesehen. Ja, der war in der Rückrunde der konstanteste Innenverteidiger mit dem Eric Dyer zusammen. Deswegen, vielleicht lag es einfach daran. Ja, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was intern passiert. Ja. Sportlich nochmal kann ich es mir nicht erklären und ich finde es schade. Am Ende haben wir es zu akzeptieren und ja, wir können es dann kritisieren am Ende der Saison. Ja, oder meinetwegen zur Winterpause, wenn wir da irgendwie 30 Gegentore bekommen haben sollten, dann können wir gerne darüber diskutieren. Ach, wie wäre es denn mit dem De Ligt gewesen und warum, wieso, weshalb. Aber jetzt sollte man erstmal den Spielern und vor allen Dingen dem Trainer auch ein bisschen das Vertrauen geben, dass sie wissen, was sie tun. Ja? Nochmal, im Nachhinein können wir dann gerne draufhauen, gehe ich mit euch mit. Ja? Ich finde es auch super schade, dass er weg ist. Vom Typ her, vom Spieler her, hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt geht's darum, gebt den Leuten die Chance. Ja, jetzt nicht hier jedes Spiel in Upa verteufeln oder Minjay oder vielleicht kommt ein Tar noch oder ist ja auch nicht so, als wenn wir keine Innenverteidiger hätten. Ja? Stanisic hat einen super starken Innenverteidiger gespielt. Ein Ito haben wir auch noch, wenn er wieder da ist. Es ist ja nicht so, dass das jetzt heißt, es spielen jetzt immer Upa und Minjay. Ja. Vielleicht tun sie das, vielleicht klappt's dann, ich weiß es nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass einer dieser beiden Innenverteidiger dann die Viererkette führen kann. Das glaube ich nicht, dass das auf Dauer gut gehen wird. Vielleicht könnte das ein Ito tun. Ne? Weiß ich auch nicht. Ein Eric Dyer kann es zu 100%. Eric Dyer ist der Führungsspieler schlechthin in der Abwehrreihe. Ist die Frage, ob Kompany ihn sieht in der Viererkette, weil er ist jetzt nicht der schnellste Spieler oder der schnellste Innenverteidiger, wobei Geschwindigkeit auch nicht alles ist. Ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Wird man sehen. Ansonsten Abgang Mazraoui für mich völlig legitim. Ja, persönlich hat schon gewundert, dass er nicht in der Winterpause letzte Saison abgegeben wurde. Ich denke, da wird auch ein Tuchel interveniert haben, dass dies nicht passiert ist. Sportlich
war er stark in der Rückrunde. Ja, wenn er dann wieder fit war, war er wirklich stark, auch als linker Verteidiger. Wird uns trotzdem sportlich nicht fehlen. Ja, wir haben Stanisic zurück. Stani kann die Position auch alle bekleiden, plus den Innenverteidigerposition. Und hat mich bisher sehr positiv überrascht. Muss ich ganz klar sagen. Und ich denke, da ist noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Menschlich ist Mazraoui nach der Geschichte mit dem Peretz für mich kein Verlust. Muss ich auch ganz klar so sagen. Ja. Also von daher trauere ich dem nicht hinterher. De Ligt finde ich schade, trauere ich. Ob wir ihn hinterher trauern, werden wir, wie gesagt, zur Winterpause sehen, denke ich. Ja. Jetzt sollten wir erstmal den Spielern mal das Vertrauen geben und mal gucken. Vielleicht sagen wir zur Winterpause auch, wow, wir haben eine starke Viererkette, alles ist gut. Ja, man vermisst den Ligt gar nicht. Kann natürlich auch andersrum sein. Wir werden es sehen, Leute. Ändern können wir es eh nicht. Allgemein zum Transferfenster bisher eher enttäuschend. Ja. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 31.8. Von daher möchte ich da jetzt noch kein abschließendes Fazit ziehen. Aber bisher, ja, für mich gehört ein Goretzka noch abgegeben. Für mich gehört ein Gnabry abgegeben. Für mich gehört auch ein Coman abgegeben. Was ist das Wahrscheinlichste? Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Sané und Kimmich gehen. Umbruch wäre ein Umbruch. Ja, das ist gerade alles andere, aber kein Umbruch, was wir da machen. Für Coman gibt es ja anscheinend zarte Angebote, aber auch da wirst du nicht die großen Geldregen bekommen, wenn du ihn denn los wirst. Würdest halt eine Menge Gehalt auch einsparen, ja. Goretzka, weiß ich nicht, kennen die uns Gedanken nicht. Ich denke, er wird super schwer haben in der Saison jetzt. Gnabry, ja. Keine Ahnung, was soll ich die jetzt nochmal alle beurteilen? Ihr kennt meine Meinung dazu. Wenn nicht, guckt euch immer ein Saisonfazit-Video an zur letzten Saison. Ja, da bewerte ich die Spieler alle. Wegen mir könnten diese Spieler alle gehen. Aber wie wir sehen, ist es natürlich super schwer, wenn die Spieler nicht weg wollen. Sie haben bestehende Verträge, das ist auch völlig fein so. Ich habe es ja in einem anderen Video schon gesagt, man müsste halt ein klares Zeichen setzen. Wenn man die Spieler loswerden möchte, die Spieler nicht gehen wollen, beziehungsweise die Spieler dann ins letzte Vertragsjahr gehen, ja, wie jetzt unser Sané, ein Kimmich, ein Davis vor allen Dingen auch, da muss man den knallhart sagen, ja, entweder verlängert ihr jetzt den Vertrag, wenn ihr den Vertrag nicht verlängern wollt, geht ihr auf die Tribüne und Trainingsgruppe 2, Feierabend. Ja, und da muss man nicht rumdiskutieren. Ja, erstens gibt das nur Unruhe in der Mannschaft. Und zweitens sollten die Spieler, habe ich ja auch ein extra Video zu gemacht, die Dankbarkeit gegenüber dem Verein dann auch mal sehen, wie sie ist. Ja. Und ja, wenn man den Vertrag nicht verlängern möchte, was völlig legitim ist, ja, das ist ja auch nicht böse gemeint oder sonst was. Es gibt Verträge, die müssen eingehalten werden, das tut der FC Bayern. Aber der FC Bayern hat auch das Recht zu sagen, pass mal auf, wir geben dich nächste Saison nicht ablösefrei ab. Wenn du das darauf hinausspitzen willst, dann sitzt du ein Jahr auf der Tribüne. So, ist auch völlig legitim. Ja, sie bekommen eine Trainingsmöglichkeit, können trainieren, können sich fit halten, spielen halt einfach nicht und sind nicht Teil dieses Teams. Feierabend. Ganz einfach Kiste. Ansonsten verlängern sie den Vertrag, dann ist alles fein und gut ist. Ja, das sind die Mittel, die man hat als Verein und die muss man dann auch mal ziehen. Ja, da müssen wir jetzt mal langsam hinkommen und das muss man jetzt auch nur mal einmal machen dieses Jahr, um mal ein klares Zeichen zu setzen, wie das beim FC Bayern die Handhabe ist. Ja, und die sollte so sein. Und das Zeichen kann man auch gerne an diese Mannschaft und auch an alle Spieler nach draußen senden. Ja, ich denke, jeder Spieler sollte dafür auch Verständnis haben. Wenn man für den Spieler eine Ablöse gezahlt hat und der Spieler in sein letztes Vertragsjahr geht, dann hat er den Vertrag zu verlängern oder dann halt in dieser Wechselperiode halt den Verein zu verlassen, damit noch eine Ablöse generiert wird. Ja, ganz einfache Kiste. Gut. Das ist meine Meinung zu den aktuellen Transfers, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.